Habidere und Servus, heute gibt's wieder mal eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast, und dass wir nicht immer nur irgendeinen alten Scheiß euch verzeihen, sondern auch mal was Aktuelles am Start haben, gibt's heute ein bisschen Palaver über Hashtag am Leben, den neuen südkoreanischen Zombie-Film auf Netflix vom Regisseur Il Cho. Mit am Start ist heute der Corbinius und Hola. Der wird... Hola, hi, Entschuldigung, du willst ja begrüßen, auch, gell? Ach so, ja. Ich weiß leider die südkoreanische Begrüßung nicht. Ist das Konnichiwa? Das ist japanisch, Konnichiwa. Ich weiß nicht, wie ähnlich das ist. Ach, verdammt. Gut, du machst weiter, ich google es dabei. Okay, passt. Aber ich wollte jetzt eigentlich das Wort an dich übergeben, damit du uns mal kurz erzählst, um was es eigentlich bei Hashtag am Leben geht. Okay. Ich habe nämlich immer noch nicht herausgefunden, wie es heißt. Ich google währenddessen, wie man sich auf Koreanisch verabschiedet, da können wir wenigstens am Ende der Folge glänzen. Na gut. Um was geht's in Hashtag am Leben, oder wie im Original der viel coolere Titel, also im Original auf Englisch, Hashtag Alive. Der junge Oh Juno, so heißt der Mann, um den es in diesem Film geht, ist ein Vlogger und verbringt seine Freizeit mit Ballerspielen und anscheinend auch Abonnenten anheizen. So wie es wir machen, nur mit Videos und mit unseren wunderschönen Stimmen. Und der wacht eines Tages auf und kriegt dann mit, dass draußen umeinander schäbert, und dann sieht er von seiner Wohnung aus, die ist Gott sei Dank im 4. oder 5. Stock, dass da unten ganz schön die Post abgeht und sie die Leute irgendwie gegenseitig beißen. Relativ schnell wird dann klar für den Zuschauer, dass es da in einer Zombie-Apokalypse auf einmal endet, oder was heißt endet? Es sieht so aus, als dass überall in Südkorea die so eine Art Virus ausbrechen und die Zombies halt dann dadurch entstehen. Und diese Zombies sind ganz normale Zombies, die halt umeinander beißen, aber relativ schnell sind. Zurück zum Oh Juno, was denkt er sich? Der denkt sich jetzt erst einmal, verlasse ich jetzt meine Wohnung oder bleibe ich lieber da? Wird dann gleich mal von einem Zombie angegriffen und beschließt, nein, ich bleib erstmal daheim. Schaut dann, was er so zum Essen hat, und stellt dann fest, allzu lang mit dem, was er daheim hat, würde er wahrscheinlich nicht überleben, aber hofft einfach, dass er irgendwann gerettet wird. Und sagen wir mal, mehr muss man eigentlich über den Film dann gar nicht sagen oder verraten, sagen wir es mal so, weil es ist ein typischer Zombie-Film, der aber richtig viel Spaß macht, weil im Verlauf des Films stellt man halt dann fest, okay, in dem Haus, in dem Komplex, wo er drin ist er so ziemlich einer der einzigen Überlebenden oder vielleicht sogar der einzige Überlebende, stellt aber dann irgendwann fest, gegenüber gibt's auch eine Überlebende. Und die zwei versuchen sich halt dann so ein bisschen zum helfen und aus dieser Situation rauszukommen. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Na, eigentlich hast du es schön kurz und knapp zusammengefasst, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Gleich mal vorweg, mir ist es nicht aufgefallen, dass irgendwo ein Hund zu sehen gewesen wäre. Also das heißt, jeder, der jetzt immer darauf hofft, dass wir über Tiere dann reden, es kommen in diesem Film leider keine Tiere vor. Genau, außer man weiß ja nicht, was die so essen. Ach so, ja, stimmt. Also außer in gekochter Form kommen sonst keine Tiere vor. Genau. Aber wir wollen uns ja nicht schon wieder auf Klischees einschießen, wie man es normal so tut bei uns im tiefen Bayern. Also gehen wir davon aus, dass es nicht so war. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber du hast schon gesagt, das ist ein spaßiger Zombie-Film. Da schließe ich mich an und kann leider nicht gegen die schießen, wie es immer gern tat. Mir hat der auch Spaß gemacht, und das, obwohl er eigentlich ziemlich simpel ist, der Film. Es ist kein riesiger Reißer. Da passiert jetzt auch nicht so krass viel, aber er hat so seine Momente, in denen er dann doch auf einmal wieder ziemlich spannend wird. Er ist ein bisschen spaßig. Ich finde, das wird auch getragen von dem Hauptdarsteller, wie heißt der Ah In-yo. Der ist einfach so ein geiler Dodge-Typ. Einfach so, der schaut schon so geil aus, als könnte ihn bis auf 13 mit seiner ultra kreiseligen Scheißhausfrisur.
den Typen habe ich irgendwie gern, ich hab den gern zugeschaut und da ist die Zeit dann relativ schnell vergangen, wenn du zum Affen, der dir persönlich Spaß macht, zuschauen kannst. Also man muss ja sagen, wenn man sich das Bild von ihm auf Wikipedia anschaut, entspricht es nicht dem Charakter, den er in dem Film darstellt. Weil, wie du schon sagst, er macht immer so einen leicht langsamen Eindruck, also gerade am Anfang, wo er halt das dann erstmal verarbeitet, was ist da eigentlich jetzt gerade passiert und so, und auch, wo er dann auf das Mädel trifft, und da stellt er sich am Anfang relativ doof an. Und wenn man sich das Bild von ihm anschaut, dann denkt man sich, wow, wer ist denn das? Also da haben sie es, wenn es abgezielt auf das war, dass er ein bisschen idiotisch rüberkommt, dann haben sie das sehr gut gemacht. Wobei er in dem Film definitiv in ganz vielen Situationen auch gar kein Idiot ist. Ja, außer zum Beispiel beim Essen oder beim Walkie-Talkie benutzen. Ja, er hat ein bisschen Pech. Wenn du den ganzen Tag vor dem PC sitzt, dann weißt du nicht, wie alles außerhalb vom Internet funktioniert. Das stimmt schon, ja. Aber er war sicherlich ein guter E-Sports-Profi geworden, so intensiv wie er angerichtet war. Das ist übrigens auch der traurigste Moment im Film, als dann auf einmal das Internet ausfällt. Weil da war es Zeit für mich für einen Abgang gewesen. Weil das Schöne ist, er sitzt dann auch noch mal vom PC hin. Ich glaube, nach 3 Tagen, wo schon Zombie-Apokalypse draußen am Abgehen ist, und zockt dann einfach noch mal ein bisschen. Ja, was wird's denn sonst? Die werden nicht anders. Ja. Das Gute ist, dass ich sowieso nicht gern online zock. Ich kann, solange ich Strom hab, kann ich auf alle Fälle nur um drunten kommen, weil ich einen riesigen Pile of Shame hab an Spiele, die nicht durchgespielt sind. Also war so, ich sag mal, so kurzzeitige Zombie-Apokalypse gar nicht so schlimm, dass ich mir jetzt meine Zeit ein bisschen weiterkriege. Wie hast du die Zombies empfunden? Die Zombies waren typisch koreanische Filme mittlerweile. Ich finde, die erinnern stark an die Serie Kingdom zum Beispiel und Train to Busan. Die haben irgendwie so die ähnliche Optik, was jetzt, einfach die ähnliche Optik. Und ich finde, sie haben teilweise ziemlich cool eklig ausgafft. Manchmal halt, es waren noch relativ frische Zombies. Ich hätte ihnen ein bisschen mehr, so Walking Dead Flair hätte ich ihnen gern mehr da verliehen können. Also mal richtig so ausgerissene Fetzen überall. Die waren, wie gesagt, nur typisch koreanisch, immer so kasige Augen, blutverschmierter Mund, blutverschmiertes Gesicht. Das ist so schauen sie irgendwie alle aus, immer wenn ich mir solche Filme anschaue. Und da haben so ein Touch von so geile handgemachte Zombies aus Walking Dead nicht schon, wo dann wirklich ausgebissene Hautstickerl sind, Körperteile fein, Eingeweide aushängen oder dergleichen. Wobei, gerade, dass das in dem Film nicht vorkommt, macht ihn dadurch ein bisschen leichter. Also ich habe mal gestern mit meiner Frau angeschaut und die hat den ganzen Film durchgehalten, was ohne großartig Gedärme raushängen wahrscheinlich auch gegangen ist. Ja, da darfst du aber auch keinen Film aushalten, wenn dir Gedärme aushängen. Ja, war ja ganz stark. Ich warte nur kurz, weil du Kingdom angesprochen hast. Ja. Da hätte ich es eigentlich ja richtig geil gefunden, wenn man da noch mehr Parallelen dazu hätte schlagen können. Also wer Kingdom schon ganz gesehen hat, also ich versuche jetzt mal das irgendwie so zu formulieren, ohne zu spoilern, wird merken, dass die Zombies sie zu bestimmten Zeiten anders verhalten oder zu bestimmten Gegebenheiten. Und das hätte mich da begeistert, wenn das da auch der Fall gewesen wäre. Aber gut, ich glaube, das wäre ein bisschen zu früh gewesen. Dann hätte man nämlich implizieren können, es spielt im gleichen Universum. Aber ja, du hast schon recht, die Zombies schauen da auf jeden Fall sehr ähnlich aus und sind entsprechend schnell. Im gleichen Universum gerade ungefähr 700 Jahre später, oder? Ja, das da die schon cool finden. Da war ich dann auf die Erklärung gespannt, warum es dann im alten Asien auf einmal weg waren und dann 2020 wieder daherkommen. Hast du Kingdom etwa noch nicht ganz gesehen? Noch nur 2 Staffeln. Ja, und? Ja, da sind sie auch am Ende nicht in der Moderne, oder? Na, aber die Zombies sind nicht weg. Also, ja, da kommt ja noch eine 3. Staffel, oder? Weiß ich nicht. Soweit ich weiß. Ich glaube auf alle Fälle nicht, dass erklärt wird, wie sie in die Moderne kommen. Aber ich muss ja gestehen, das Kingdom, es hat ein cooles Setting, ist cool aufgezogen und alles, aber das hat mich nicht zu schön bei der Stange gehalten. Das ist ein bisschen nebenbei gelaufen bei mir. Was jetzt nicht heißt, dass das schlecht ist, aber es hat mich einfach nicht richtig bei der Stange gehalten. Aber man kann sich so schauen. Aber zurück am Leben, würde ich sagen, sonst müssen wir die Folge splitten. Macht nix. Aber ja, von mir aus. Du hast gesagt, du hast dir den Film allein angeschaut. Ja, genau. Und zwar aus
dem einfachen Grund, dass mein Freundin gesagt hat, was, der ist nur mit deutschen Untertitel und im Originalton, das schaue ich mir nicht an. Also das ist eine kleine Warnung an Leute, die lesefaul sind und auf das keinen Bock haben. Der ist momentan nur im O-Ton und ich glaube auf Englisch synchronisiert auf Netflix zu finden und eben dann mit englische oder deutsche Untertitel zum Schauen. Ich darf in dem Fall empfehlen, wenn man manche haben da anscheinend eine riesige Abneigung gegen asiatische Sprache, aber wenn man das nicht hat, dann darf ich empfehlen, das wirklich dann auf Südkoreanisch anzuschauen. Finde ich, passt besser als die englische Tonspur, aber das bleibt eben dann jedem selber überlassen, wie der Bock drauf hat. Aber manche habe ich auch schon gehört, die schauen sich gar nicht an, weil er nicht deutsch synchronisiert ist, was für diejenigen dann schade ist, weil ich weiß nicht, ob er mal auf Deutsch synchronisiert wird, aber wenn man sich wegen dem Grund nicht anschaut, ist, wie gesagt, für manche schade, weil es ein schöner Film ist. Also, oder was heißt schön ist nicht unbedingt, aber ein cooler Film. Vor allem, weil er auch so unverblümt losgeht. Das sind wieder mal 3 Minuten und dann ist da schon wieder mal Fett Kasala. Und sowas mag ich sowieso, wenn ein Film nicht lang rumplinkelt, sondern der gleich Gas gibt und man weiß, um was das, wie es um ansteht. Man muss aber dazu auch sagen, so extrem viel Dialog kommt in dem Film gar nicht vor. Also mir gerade die erste Hälfte, so zum einen kommen, da spricht er halt kaum, liegt aber auch daran, weil er einfach da allein ist. Und dadurch, ja, akzeptiert man das dann auch, dass das in der Originalsprache ist. Ich muss sagen, ab mindestens der Hälfte vom Film ist mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr aufgefallen. Ja, geht mir genauso, du hast recht. Also es ist wirklich nicht so, dass ich nur am Lesen bin. Da ist nicht so viel Dialog dabei, das bleibt überschaubar. Deswegen ist es nicht wirklich störend und es entgeht ein gemütlicher Zombie-Film, wenn man sich nicht anschaut, finde ich. Ja, genau. Also ist er jetzt wirklich nicht irgendwie mega grausam. Ich würde jetzt mal behaupten, der ist nicht ab 18. Nein, ich meine, 16er Freigabe hat er. Okay. Und von dem her, also jeder, der irgendwo mal wieder Lust hat auf so einen richtig coolen Zombie-Film, der einfach auch Spaß macht am Leben. Jetzt muss man mal kurz erklären, weil anscheinend da wieder beim Schauen einen Schlaganfall gekriegt oder wenn nicht kurz aufpasst. Wie ist denn der Zombie hinter den Kühlschrank gekommen bei ihm in der Bude? Der durch die Tür. Hä? Der ist ja die ganze Zeit gegen die Tür gelaufen, weil anscheinend die Tür kann man nicht richtig zusperren oder so. Sein Haustier. Seine Haustür. Ja. Und er hat sich ja die ganze Zeit gegen den Kühlschrank geworfen, den hat es dann nach vorn geschoben ein bisschen. Da ist einmal die Tür aufgegangen und hat sich der fette Zombie hinter den Kühlschrank gedruckt. Weil das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Die Szene muss ich mir noch mal herschalten, weil ich glaube, dass du lügst. Nein, er hat sie wie durch Zauberhand durch die Tür gepresst oder er war die ganze Zeit hinter dem Kühlschrank. Was ist dir lieber? Mir war lieber, dass dass der Typ ein Mörder war und hat da hinten eine Leiche versteckt und die ist dann alle lebendig geworden. Kann das so sein? Ja, das kann sein. Du hast vollkommen recht. Nein, wie gesagt, ich habe in dem Moment irgendwas habe ich gerade gemacht, anscheinend habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Oder wie gesagt, einen kurzen Schlaganfall gehabt und dann nach 5 Minuten wieder wach geworden und dann auf einmal ist der Zombie hinterm Kühlschrank und ich habe mir gerade gedacht, was? Aber okay, sei es drum. Wo wir gerade über Zombies reden, oder apropos Zombies, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Zombies sind da ein bisschen typisch südkoreanisch. Ich weiß jetzt nicht, ob typisch südkoreanisch bedeutet, dass die noch relativ gut sie daran erinnern können, was man als Mensch so alles durchkommt. Weil es gibt eine Szene, da hängt so ein Seil runter und einer der Zombies sieht das Seil und denkt so, ja cool, da kriegst du hoch. Und da habe ich mir gedacht, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei Resident Evil oder so ein Zombie einmal ein Seil packt hat und da hochklettert ist. Finde ich ja irgendwie untypisch für Zombies. Das Einzige, was mir da auf Anhieb einfällt, bei einem Film, wo das schon mal so war, ist Land of the Dead vom Romero. Da fängt der Chef-Zombie auch an, dass er wieder lernt und am Ende, glaube ich, sogar mit Maschinengewehr dahinter und umeinander schießt und so. Das ist auch ganz bizarr gewesen. Ja gut, aber sagen wir mal, in dem Film, in Land of the Dead, da geht es ja gerade darum, dass eben die Zombies wieder so eine gewisse Grundintelligenz entwickeln. Ja, aber das finde ich halt allgemein. Ich mag die Zombies. Ich kann mich mit dem anfreunden, wenn die Zombies laufen. Das finden ja viel schon beschissen, gell, Mike? Das tut mir aber gar nichts. Ich finde das eigentlich relativ cool, weil dadurch werden sie dann noch krasser eine Gefahr und bringt noch mehr Spannung und Pep rein. Aber bei mir hört es dann auf eben bei Szene an, wenn sie zum Lernen anfangen und da dann klettert der eine Seil auf. Das sind halt dann so Sachen, brauche ich nicht unbedingt, aber wenn sie es machen wollt, macht es halt von mir aus, solange es nicht überhand nimmt. Ja. Aber macht es am besten einfach gar nicht, haut's ab. Wie darfst du sagen, war der Film eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, die überleben jetzt einfach so lange in der Wohnung, bis davor ausgehen, dass die Zombies irgendwann verhungern? Ja, aber ob nicht eher,
Ja, das kannst du nicht bringen, die sind ja untot. Wir sollten die verhungern. Naja, ach so. Das dauert halt ewig lang dauern und sie müssen ja ständig raus und müssen sie wieder was zum Essen holen. Ich glaube, das war, da hätten sie nicht so lange durchgehalten und der Hauptdarsteller, der ist ja sowieso nicht, der läuft eh nicht ganz rund, der hätte dann nicht mehr lang durchgehalten, denke ich sagen. Okay. Sie schon eher, weil sie, glaube ich, so harte Brezen gewesen, sagt man ja mit dem, was in der Bude da noch an der Leine hält. Ja. Aber er, glaube ich, hätte da schlechte Karten, wenn es darum gegangen war, sie müssen das aussitzen, bis sie verhungern. Nein, in dem Kontext habe ich es auch verstanden, aber ich habe halt dann irgendwann gedacht, vielleicht ist das so eine Taktik, weil es ist ja immer wieder eingeblendet worden, welcher Tag jetzt gerade ist, also zumindest in der ersten Hälfte ist es so. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, vielleicht geht es halt einfach so darum, wer hält es länger aus. Wettbewerb zwischen den zwei, dann wer erst verstirbt. Ja. Ich hab da auch mal an sowas gedacht, als die Tage immer eingeblendet worden sind und dann glaube, was war's, 20 Tage oder so, sie waren immer das längste. Und da haben wir auch gedacht, ob das vielleicht ein bisschen so in die Richtung geht. Irgendwann einen riesigen Zeitsprung mit ein paar Monaten oder vielleicht sogar Jahre und sie versuchen das irgendwie auszusitzen. Habe ich auch mal kurzzeitig im Kopf gehabt, aber wird ja dann schnell aufklärt oder gezeigt, dass es in eine andere Richtung geht. Ja. Was dann auch nochmal cool ist, das Finale fand ich recht geil, ohne das jetzt nochmal abzuspoilern, aber nochmal cooler, kleiner Mindfuck-Twist drinnen. Was heißt Mindfuck war es jetzt nicht so, aber es war ein cooler Twist nochmal, was du sagst, was soll denn das jetzt wieder abhauen? Und die Auflösung war dann auch ganz geschmeidig. Ja, also muss ich auch sagen, das Ende ist spannend und auch befriedigend. Ich glaube, wenn der Film jetzt nicht gerade in der Corona-Zeit rausgekommen war, sondern zu einer normalen Zeit, hätte er es wahrscheinlich auch in die europäischen Kinos geschafft, wenn man vielleicht auf diesem Hype von Parasite aufsetzt. Potenziell möglich. Ich weiß aber nicht, ob der von Haus aus, ist der von Haus aus für Netflix draht worden oder ist der, das weiß ich jetzt nicht, ob der überhaupt dann die Chance gehabt hätte, dass er ins Kino bei uns kommt. Es steht ja da, er ist während der Corona-Krise rausgekommen am 24. Juni und in den südkoreanischen Kinos und hat da knapp 2 Millionen Kinobesucher gehabt. Ich vermute jetzt mal, dass Netflix sie erst danach dann die Rechte Druck gesichert hat, weil die schnappen ja dann auch, ist was Geiles. Wenn Netflix da vielleicht jetzt nicht gleich zum Zug gekommen war und vielleicht die mit einer normalen Zeit dann noch mehr Einspielergebnis gehabt hätten, kann ich mir schon vorstellen, dass der ans Kino hätte kommen können. Ja, aber was ich hätte, Fahrradkette. Auf alle Fälle ein kleiner Trivia, den ich gelesen habe, ist, dass die Geschichte eine kleine Hommage an World War Z oder World War Z vom Max Brooks sein sollen, weil da gibt's anscheinend auch eine Geschichte über einen Soccer, bei dem es dann auf einmal Zombie-Kasala draußen gibt und der auch überhaupt keine Ahnung hat, wie er überleben soll und gerade der Unterschied halt, der Hashtag am Leben spielt in Korea und die Geschichte aus Max Brooks, sein Bierchen, spielt in Japan. Hast du das gelesen, das World War Z? World War Z? Ich mag einfach nicht sie sagen, das nervt mich. In irgendeinem Podcast haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, aber mein Interesse ist da nicht ganz so groß. An dem Buch oder an dem Film? Am Buch. Den Film, das ist ja der mit Brad Pitt, der war okay. Ja, genau. Okay, mehr nicht. Ja, die Darstellung von den Zombies in Anführungsstrichen hat mir da gar nicht gefallen. Und dieser Idioten-Szenenwechsel und dann einfach, was da ist passiert, wo man sich denkt, ja, genau. Ich habe damals im Kino gesehen, seitdem nimmer. Und ich hätte immer so stark gehofft, dass dieses Fake-Poster mit der Katze, die es da auch rumflippt, dass das echt ist, aber leider war das nicht echt. Das war für mich das Beste an dem ganzen Film dann gewesen. Aber weg von World War Z, zurück zu Hashtag am Leben. Ich wollte gerade sagen, vor allem, und jetzt weg von Kingdom, wieder zurück zu Hashtag am Leben und jetzt weg von World War Z, zurück zu Hashtag am Leben. Weißt du immer so leicht ablenken lässt, bist wieder Humor. Ich bin nicht leicht abzulenken. Oh, ein blaues Auto. Hast du uns noch was zum Verzeihen über den Film? Oh. Na, eigentlich nicht. Ich möchte mich die ganze Zeit jetzt schon auf die Bewertung dann meine guten und meine schlechten Sachen rauswerfen, weil ich Angst habe, dass ich es jetzt vorher schon verrate und dann denken sie halt, jetzt lauert da die Scheiße doppelt. Ja. Ja, dann. Aber du hast bestimmt noch was, oder? Wie viele Fun Facts hast du noch? Und wie viele Filmfehler hast du entdeckt?
Ja, leider, wie gesagt, ich habe ja anscheinend ein paar Schlaganfälle und so gehabt, dass ich manche Sachen überhaupt nicht mitgekriegt habe. Da kann ich höchstens noch mal eine Frage stellen, das habe ich auch wieder nicht umrissen. Wenn der Zombie-Sepp da am Seil aufgekraxelt, dann fliegt doch er mit seiner Drohne um, an der das Handy hängt. Mhm. Der hat doch aber später sein Handy wieder, oder? Nein, das habe ich mir auch zuerst gedacht, aber ich glaube, bei der ersten Szene, wo er das Handy an die Drohne ohne hängt, da hat er es mit Absicht droht, damit er schauen kann, wie weit muss er hoch, damit er wieder ein Signal kriegt. Ja, genau. Und beim zweiten Mal, da hat er das Handy gar nicht droh. Aber er hat doch auch wieder sein komisches Ding aufgehabt, also selbst das Sekt, oder war das einfach, ist das als Verbindung zu der Kamera von der Drohne, sowas dann, ja? Schau her. Ja, genau. Kapier den Film wieder mal nicht. Ich sage einfach nur, dass er mir gefallen hat, obwohl ich überhaupt nicht kapier. Es sollte jetzt dann langsam mal das Buch zum Film rauskommen, wo dann nochmal die ganzen Fakten dann drinstehen, hoffentlich auch von Netflix produziert, damit wir das dann entsprechend nachlesen können und dann nochmal einen zweiten Podcast über Hashtag am Leben machen können. Wenn da jeder von uns kapiert hat. Genau. Oder halt jeder mal durchgehend aufpassen. Da. Ich war wahrscheinlich gestern einfach wieder mal mit der Aufmerksamkeitsspanne vom 3-jährigen Kind unterwegs. Das wird mein Problem gewesen sein. Wahrscheinlich. Wie so oft. Gott sei Dank passiert mir das beim Autofahren nicht so oft. Ja, Corby, dann hau mal raus. Was findest du an dem Film besonders geil und was findest du besonders nicht so geil? Gut, besonders geil finde ich, dass der Film gerade in der ersten Hälfte rüberkommt ja Kammerspiel. Und auch die Location ändert sich ja nicht großartig, wodurch du halt dann, je länger du diesen Film auch guckst, die immer mehr damit auseinandersetzen kannst, beziehungsweise hineinleben kannst. Das finde ich einfach geil. Das finde ich cool, weil das hat man, glaube ich, bei Zombie-Filmen auch nicht so oft gesehen und das macht für mich so ein bisschen einzigartig und das gefällt mir auch sehr gut. Was gefällt mir nicht so gut? Hashtag am Leben. Also, ich verstehe ja, dass man vielleicht, damit der Film auf Netflix auch in Deutschland angeguckt wird, dass man nur einen deutschen Namen dazu klatscht, dann hat man aber kein deutsches Synchro. Und warum hat man nicht einfach Hashtag Alive genannt? Dann hätte ich vielleicht da gedacht, okay, Hashtag Alive kann auch in Südkorea irgendwo so marketingtechnisch ein bisschen verbreitet gewesen sein und hätte mich halt dann da gleich drauf eingestellt, okay, gibt's bloß auf Südkoreanisch, hätte ich mal eine 2 Minuten Diskussion mit meiner Frau ersparen können und Hashtag am Leben. Also kurz um das zusammenzufassen, wenn du einen Film gesehen hättest mit dem Titel Hashtag Alive, hättest du sofort rausgeschlossen, den gibt's nur auf Südkoreanisch. Nein, das nicht, aber dann, den hätte es ja auf Englisch gegeben. Ich hätte man ja auf Englisch dann noch anschauen können. Aber wenn er Hashtag am Leben heißt, und dann haben es praktisch, zum momentanen Zeitpunkt, wer weiß, wahrscheinlich jetzt in einer Woche haben sie die deutsche Synchro drüber. Wahrscheinlich, ja. Wenn man sie jetzt dann mit Hashtag am Leben anschaut, dann ist er südkoreanisch, dann frage ich mich, ja, für was habt ihr denn dann den Titel auch übersetzt? Ich weiß, was du meinst. Aber du hast es lustig formuliert gerade vorhin. Ich formuliere nur lustige Sachen. Ja, du bist nämlich ein lustiges Kerlchen. Schaust du lustig aus, muss ich sagen. Okay. Und Kani, was hast du geil gefunden und was scheiße? Was ich geil gefunden habe, war explizit 2 Szenen, und zwar wenn er mal in irgendeiner anderen Wohnung umeinander greift und der eine Zombie ihn verfolgt, wenn er rausläuft und sieht die Klimmzugstange so geil ober im Laufer, dass der Zombie da voll reinrumpelt. Das hat ziemlich stylisch ausgeschaut, das hat mir gefallen. Und was ich cool fand, war die Kochszene, als miteinander die Instant-Nudeln kochen. Die war irgendwie schön niedlich und berührend, um das mal ein bisschen komisch zu formulieren, aber die Szene hat mir einfach gefallen. Es war eine schöne, herzerwärmende Szene, ich nenne es einfach mal so. Also du machst über mich lustig, weil die Sachen lustig formulieren, dann sagst du, die Szene war niedlich und deswegen hat's da gefallen. Ja, lass mir da mal ein bisschen Gefühl sagen. Ja, in einem Zombie-Film. Schickers Stängern drauf, Alter. Okay. Und was ich scheiße fand, ist einfach die beschissene Frisur von dem Hauptdarsteller. Das ist unmöglich, wie er wieder ausgekauft hat. Ich finde das ganze scheiß Haarblondieren sowieso behindert. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, ich wiederhole, keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, oder männlichen Menschen, dem diese scheiß blondierten, ausblochten Haarstängern, was meint's denn alle? Was meint's denn noch gerade alle? Jetzt, ja, da hängen wir uns jetzt nicht weiter drauf, aber nehmt es euch zu Herzen. Es gibt keinen, dem das steht, verdammte Scheiße, haut's ab. Und das muss ich einfach angreifen. Ich finde das so furchtbar schlimm. Das tut aber jetzt im Film nichts, aber das hat mich einfach aufgeregt. Ich finde das so furchtbar schlimm. Das ist ja furchtbar schlimm.
Dass sie dann bei jeder Zombie-Szene wieder gefreut, ach Gott sei Dank keine Blondierten. Ja, dass ich die ganze Zeit drauf gehofft hätte, dass er sich beim Instant-Nudeln-Koch das Maul verbrennt wegen seiner Scheißfrisur. Gut. Das ist einmal meckern, das nichts mit dem Film zu tun hat. Passt, Corby, dann haben wir wieder unseren Triple Threat raus. Und zwar gab's Titten. Nein. Tote Tiere. Nein. Und entblößte Trompeten. Nein. Ach, verdammt, keine Schauwerte bei dem Film. Schaut's euch nicht an. Na, dafür gibt's jede Menge Zombie-Action und niedliche Szenen und blondierte Haare, Genau. die fast schlimmer sind wie die Zombies. Ja, voll schlimmer. Voll schlimmer, ja. Ja, passt. Auf alle Fälle, dann sagen wir wieder Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt keine blondierten Haare und fühlt euch jetzt nicht angegriffen von mir. Wenn, ist mir auch scheißegal, weil dann nutzt diese Möglichkeit und rasiert euch Viva la Movilusion im Kopf in eine komischen blondierten Haare, um damit Werbung zu machen für uns. Liked es, teilt es, abonniert es und rasiert es euch in den Kopf. Genau, postet es auf Instagram und auf Facebook, tut's dazu Hashtag Alive und Hashtag Viva la Movilusion. Und Hashtag nicht Haare blondieren. So, willst du jetzt noch dein Bibi und Sina Hashtag Song machen? Nein! Ich möchte das nicht. Und ich möchte Werbung auch nicht mehr sehen. Ich möchte, dass die Serie eingestampft wird. Und dass derjenige, der diese Worte geschrieben hat, nie wieder einen Job kriegt in dieser Branche. Klingst du auch schon wieder. Jetzt hau ab, jetzt regst du mich mit dem auch noch auf, als ob es nicht gelangt hat mit den scheiß blonden Haaren. Hashtag. Ja, wir müssen jetzt leider aufhören, weil ich nämlich gleich handgreiflich gegenüber dem Corby wir und ich möchte nicht, dass da Beweismittel aufgenommen werden. Dann bis zum nächsten Mal. Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt. Boom. Jetzt haben wir nicht gesagt, auf Koreanisch Tschüss. Ich habe extra geschaut, das heißt Annyeong. Achso, dann 1, 2, 3. Annyeong.